Das hier ist ein klassisches Samichlaus-Säckchen. Meistens aus Jute und mit feinen Sachen gefüllt. Traditionell mit Erdnüssli, mit Mandarinli und natürlich darf auch ein feiner Lebkuchen nicht fehlen. Manchmal ist jetzt auch noch ein Schokolade drin, das ist auch okay. Ja, die Tradition vom Samichlaus geht zurück auf den heiligen St. Nikolaus von Myra. Myra, das liegt in der heutigen Türkei. Der Nikolaus, der war der Sohn von ganz reichen Eltern und als die gestorben sind, hat er den ganzen Reichtum, das ganze Erbe in seiner Heimatstadt an die armen Leute verteilt. Er ist dann weggegangen und als er zurückgekommen ist, dann ist er dann Bischof von Myra geworden. Darum wird noch gerne in den katholischen Gegenden der Samichlaus im Bischofsgewand, mit Bischofsstab und mit Mitra, einem Bischofshut, dargestellt. Ja, der heilige St. Nikolaus von Myra ist dann im Mitte 14. Jahrhundert im hohen Alter am 6. Dezember gestorben. Darum wird der Samichlaus auch an diesem Tag gefeiert und gelebt. Wenn der Samichlaus zu den Kindern kommt, dann reden sie über die guten und weniger guten Sachen, die die Kinder das Jahr durch gemacht und erlebt haben. Meistens haben die Kinder dann auch noch ein Samichlaus-Gedicht oder ein Lied vorbereitet, das sie vortragen. Ein ganz alter Klassiker ist zum Beispiel «Samichlaus, du lieber Mann, gell, ich muss keine Rute haben». Ja, Angst haben müssen zum Glück die Kinder vor dem Samichlaus und Schmutzli heutzutage nicht mehr. Früher war das schon ein bisschen anders. Da haben wir noch gerne gedroht mit der Rute oder dass man die Kinder im Sack mitnimmt, wenn sie nicht so brav waren. Seit 1996 bin ich selber leidenschaftlich als Samichlaus unterwegs. Und das Liedermachen habe ich es geschafft, endlich im Jahr 2024 ein Lied über den Samichlaus zu schreiben. Ja, und das Lied, das spiele ich jetzt. Es gibt in manchem Land den Mann im schönen roten Gewand, der Mann mit langem Bart und mit einem Buch in der Hand. Begleitet von zwei rostgeschwärzten Mannen, Kapuze tief im Gesicht. Sie tragen Säcke mit feinen Sachen, so wird's erzählt in manchem Gedicht. Manchmal haben sie einen Nissel dabei und eine Dienerin. Mit Laternen stampfen sie zusammen durch den Schnee unter dem Himmel voller Sterne. Sie besuchen Kinder, gross und klein, aber auch Erwachsene. Und der Mann im roten Gewand hat für alle ein offenes Ohr mit dabei. Er weiss, was die Menschen gut gemacht haben und was besser könnte sein. Er tut viel loben, motivieren, auch mal tadeln, aber nur ein bisschen. Und am Schluss gibt's dann aus dem Jutensack eine schöne Bescherung mit Mandarinli, Nüssli, Lebkuchen und vielleicht ein Schokolädli. Es ist eine schöne Tradition im Dezember jedes Jahr. Und wenn man der Legende glaubt, ist die Geschichte auch wahr. Vor vielen Jahren hat es so einen Mann gegeben im fernen Land. Er war gütig von Liebe und hat geschenkt mit voller Hand. Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Samichlaus sein. Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Samichlaus sein. Du brauchst keinen langen Bart und auch kein rotes Gewand. Nein, nur ein offenes Ohr und eine gütige Hand. Das geht nicht nur im Dezember, in der Weihnachtszeit. Nein, das ganze Jahr, immer wenn es eine Gelegenheit gibt. Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Samichlaus sein. Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Samichlaus sein.
Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Samichlaus sein. Jeder von uns, ob gross oder klein, kann wie der Samichlaus sein. Der Samichlaus sein.